Das sind nicht wir gewesen. Ganz sicher. Wir haben das Monster auch gesehen. Die Strasse ist so abgerannt. Am Roman seine Stimme zittert und er schaut ängstlich hin und her. Die Vicky, der Nick und der Jupiter merken, dass die beiden ihnen nichts vormachen. Das Monster hat nichts mit dem Kevin und dem Roman zu tun. Was macht ihr sonst da? Wir haben der Ursula den Brief geschickt. Sie wollte uns eben nicht die Aufzüge abschreiben. Darum haben wir ihr so einen richtigen Schreck einjagen. Genau. Ihr habt doch einen Knall. Mein Bruder hat das Haus eben gekauft und will dort jetzt eine Disco bauen. Darum hat er die Geisterbahn auch neu renoviert. Wir wollten Ursula einfach reinlocken und ein bisschen verschrecken. Mehr nicht. Sie ist dann auch gekommen und in der Villa verschwunden. Wir hatten einen super Plan. Wir haben ein Funkgerät in die Halle gestellt und so mit der Ursula geredet. Plötzlich haben wir einen Schrei gehört und Ursula war verschwunden. Ja, und als sie am nächsten Tag immer noch nicht auftaucht ist, haben wir uns dann langsam Sorgen machen. Ich habe gehört, dass sich in dieser Villa schon Leute in Monster verwandelt haben. Glaubt ihr, der Ursula ist das auch passiert? Es sieht ganz so aus. Der Roman und der Kevin schauen ganz entsetzt. Müde und verwirrt gehen die 5 heim. In der Nacht schlafen alle unruhig und träumen von Monster und Geisterbahnen, von Fledermäusen und Zauberspiegel. Am nächsten Tag geht der Gruselclub zu den Eltern von der Ursula. Der Ursula, ihre Mutter, macht die Türen auf. Ihre Augen sind rot vom Heulen. Ja, bitte? Grüezi. Wir sind die Schulkollegen von der Ursula und wollten fragen, ob sie wieder auftaucht ist. Nein, eben immer noch nicht. Sie hat uns angerufen und wir haben sie gesucht, haben sie aber auch nicht gefunden. Das ist lieb von euch. Aber wir können nur abwarten. Das ist jetzt vielleicht eine komische Frage. Aber ist Ihnen irgendein Wesen aufgefallen gestern Abend? Ein Wesen? Was für ein Wesen? Eins mit einem zottigen Fell, einem dunklen Mantel und Hörner. Das ist überhaupt nicht witzig. Ihr habt doch keinen Anstand. Geht fort und kommt nicht mehr zurück. Den ganzen Nachmittag verbringen der Nick, der Jupiter und die Vicky in der Folterkammer und überlegen hin und her, was die Lösung der rätselhaften Geschichte sein könnte.